Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute habe ich mir gedacht, wir werden doch einmal Avocado färben. Ich habe mir da schon so einen schönen Ansatz gemacht. Es gibt jetzt kein Tutorial, wie man das genau kocht. Ich kann es euch nachher dann so ein bisschen erzählen, wie ich es gemacht habe. Ähm, ja, ich habe mir nämlich etwas Spezielles überlegt. Und zwar, ähm, ja, viele kennen das sicher so einfach so vom so einstreichen mit einem Lümpli oder mit einem Schwümmli oder einem Pinsel oder was auch immer. Mm, hinten und vorne oder reindünkeln oder so. Oder dann mit Schablonen oder draufspritzen, irgendwelche Müsterli. Ich habe mir jetzt noch etwas anderes ausgedacht, was man könnte. Und zwar könnte man doch so coole Landschaften machen oder sogar etwas ganz Verrücktes, so ein bisschen wie Aquarell malen drauf. Also mit ganz fein, ganz lasiert ist das. Ja, das jetzt vielleicht heute eher nicht, aber das müssen kein Kunstwerk werden. Das werden nämlich einfach nur Hintergrundseiten. Und für einfach nur einen Hintergrund ist doch das voll cool. Ich meine, ich klebe ja dann, wenn ich das als Signaturseite nehme, klebe ich dann ja sowieso irgendwie etwas drauf oder schreibe dann drauf oder so. Aber wenn ich mir das so vorstelle, das so als Hintergrund, und das ist ganz super einfach gemacht. Und das braucht eben nämlich gar nicht viel ja, künstlerische Fähigkeiten, sage ich jetzt einmal, sondern ja, einfach drauf losmachen. Ich würde sagen, wir starten doch gerade mal mit einem da. Und zwar mit so einem, fangen wir mal an mit so einem Bergenbild da. Das, was ich mir hier parat gemacht habe, der Sud, das ist einfach ein Avocado, wo ich den Stein ungeschnitten und die Schale auch nicht verschnitten. Einfach so in etwa, ja, was war das? 5 Dezi Wasser, ein bisschen mehr, vielleicht 75 Centi Wasser habe ich das einfach gekocht. Nicht stark kochen, sondern einfach so ein bisschen simmern. Vielleicht etwa eine Stunde oder so. Und nachher habe ich das über Nacht stehen. Gerade mitsamt dem Stein drinnen und der Schinti. Und am nächsten Morgen hat es nachher so ausgesehen. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob das jetzt sehr eine starke, dunkle Farbe ist oder nicht. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, aber eben, wenn man da mehrmals drüber geht, dann gibt es schon ein recht schönes dunkles Rosa. Also so ist es dann nicht. Gut, ich tue jetzt einfach gerade mal schnell so ein paar da gerade schnell grundieren. Wenn man so ganz wenig aufträgt, dann trocknet das recht schnell. Und ich mache das jetzt mit dem Pinsel, weil ich möchte gerne, dass das dann so ein bisschen wie Streifen gibt. Dass das dann so ein bisschen oben aussieht wie Himmel. Und den Rest übermalen wir nachher dann sowieso mit unseren Bergen oder mit unserer Landschaft. Aber oben darf es einfach gerne mal so ein bisschen aussehen wie so ein wolkendurchzogener Himmel. So. Einfach ein bisschen hin und her, wie es gerade kommt. So, und dann nehmen wir jetzt da wieder das erste. Ui. So. Und zeichnen wir doch da einfach so eine Bergkette her. Ui, das ist ein komischer Berg. He? Ich schaue, dass ich es unten auch immer gerade schön wieder ein bisschen verstreiche. Weil sonst gibt es hier nämlich eine komische Kante vom Pinsel. So, lieg.
das ist unsere erste Bergkette. Ich streiche schon wieder ein bisschen weiter runter, weil gegen unten soll es dann immer wieder ein bisschen dunkler werden. So. Gut, jetzt da das schon 2 Schichten sind, hat das dann ein bisschen länger zum Trocknen schon wieder. Ups. Das nächste, da mache ich glaube noch eine Berge. So, und ich habe im Fall einfach im Internet, auf Google irgendwie, habe ich eingegeben Landschaft, Aquarell. Und nachher sind mir da ein paar Bilder entgegengesprungen. Und nachher habe ich da gerade gesehen, ja, genau, so eins da mit einem Wägli könnte man machen. Oder so eins mit einem, ja, mit einer Wiese irgendwie. Mit so Blümchen. So, jetzt da mache ich zum Beispiel eins. Da mache ich jetzt mal so den Horizont. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Wiese werden. So. Oder so eine. Das sieht zwar eher ein bisschen steinig aus, he? Jetzt gerade. Das könnte so ein bisschen Steppenlandschaft werden, oder ich weiß doch auch nicht was. Es muss auch gar nichts sein, irgendwie. Es kann wirklich einfach ein Muster sein, das an eine Landschaft erinnert. So. Und dann, was habe ich noch eins gehabt? Da könnten wir noch jetzt probieren, so einen Weg oder einen Fluss zu machen. Warte jetzt da, dass wir da ein bisschen Platz schaffen. So. Dass ihr auch etwas seht. Also das geht so und so und nachher soll das da so ein Fluss oder ein Weg geben. Und da müssen wir es zwar gleich durchgehend machen. He? Irgendwie so. So. Irgendwie so. Und eben, wie gesagt, ich bin absolut kein Landschaftsmaler. Ich komme eher so aus dem Porträt malen, so solches Zeug mache ich eigentlich gerne. Und darum habe ich da absolut keinen blassen Schimmer, wie man das eigentlich richtig macht. Wenn man jetzt das Aquarell machen würde. Das kann man natürlich auch mit Aquarellfarbe machen. Selbstverständlich. Ja, und die sich jetzt hier auskennen, hey, die wissen, von was ich rede. Dass man da ziemlich cooles Zeugs machen kann und nämlich auch relativ schnell. So. Da noch ein bisschen mehr Wolken. Irgendwie. So. Und dann wären wir da wieder beim ersten. Die ersten Berge, die sind noch nicht ganz trocken. Ja. Es kommt eben schon besser raus. Wenn es ein bisschen trockener ist. Darum tue ich jetzt einfach gerade mal eins noch einmal grundieren. Machen wir doch einfach noch ein bisschen. Weil es doch einfach gerade so schön ist. So. Ah genau, und was ich noch ausprobieren wollte. Das wollte ich auch noch ausprobieren. Und zwar bei denen, die ich da schon gemacht habe. Die sind nämlich jetzt eben ganz trocken. Wie das ist, wenn ich jetzt hier hinten tue. Ah, das habe ich hinten auch schon grundiert.
Komm, jetzt mache ich doch da hinten auch mal den Berg drauf. Das sollte ja dann eben nicht durchdrücken. Also ich habe da jetzt einfach nur ganz stinknormales Kopierpapier genommen im Fall. He? So, jetzt sieht man hier ein bisschen von dem, was ich auf der anderen Seite drauf gemalt habe. Aber ich denke, ja, wenn das trocken ist, wenn das nachher trocken ist, sieht man das nachher gar nicht mehr. Oh komm, wir nehmen noch einen. Da ist nochmal so ein Berg. Der hat jetzt hier hinten schon recht Flecken. Oh. Der Pinsel ins Trinkglas hineingesteckt. Ja, ist gut. Ich nehme den nicht mehr von dem. Oh Mann. Ja, das sind so die Sachen, die an den Maler passieren. Das Kaffee haben wir ein bisschen weiter wegstellen. So, mal schauen, das geht prima. So, wo ist jetzt hier unser Berg? Unser erster Berg. Das ist immer noch nicht ganz trocken. Jetzt probieren wir es einfach mal. Jetzt geht das mal ein bisschen auf die Seite. Jetzt probieren wir es mal. So, dann machen wir hier die zweite Bergkette, würde ich sagen. So. Ja, es wäre schon besser, wenn man es ein bisschen trocknen lässt. Ein bisschen könnte man schon haben. Aber man sieht auch, um was es geht. Man sieht, was ich meine damit. Was haben wir da noch? Nein, das ist das von vorher. Das war noch. Ja, das muss auch noch ein bisschen trocknen. Hier, ja, eben. Ich muss natürlich nicht eine Berglandschaft malen. Ich kann natürlich auch eine Hügellandschaft malen. Mit verschiedenen Hügeln. Das würde doch sicher auch noch gut aussehen. Ja, wenn man jetzt da noch einen Föhn hat oder so, dann könnte man das noch ein bisschen beschleunigen. Oh, da läuft mir das gerade ein bisschen runter. Das ist doch ein bisschen schräg her da. So. So, was nehmen wir wieder? Das hier. Da nehmen wir. Das ist schon ein bisschen trockener. Also, zweite Bergkette. Die Hunde sind da hinten dran am Husten, falls ihr das gehört. Sie sind gerade am Knöchel fressen. Das ist also nichts Gefürchtiges, falls ihr das jetzt gehört habt. Einfach am Knöchel fressen. Also nicht am Husten, sondern am komisch rumkatschen. So. So, ich habe fast das Gefühl, das wird dann noch recht schön. Hey. Gerade auch mit dem Himmel und so. Aber das muss jetzt, glaube ich, ziemlich gut trocknen. Was haben wir jetzt noch? Da haben wir noch das, ja, ich weiß auch nicht, die Steppen oder das, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache da jetzt einfach mal da vorne ein bisschen, ein bisschen Gras. Oder was auch immer das dann wird. So Gestrüpp, oder ich weiß doch auch nicht. Könnte ich natürlich jetzt auch mit einem dünnen Pinsel machen oder so. Aber ich mache jetzt das gar nicht kompliziert. So, in der Mitte. Stellen wir jetzt vor, ich würde das dann gerade in der Hälfte rein tun und dann zusammenklappen. Oder dann mache ich da jetzt in der Mitte mal einfach ein bisschen
kürzeres Gras und da hinten wird es wieder ein bisschen höher. Oder Gestrüpp, Gebüsch, was auch immer das ist da. So. Und da vorne schön dunkel probieren zu sein. Da möchte ich dunkel haben. So. Und dann möchte ich noch ein paar Blümchen. Oh, ja. Da ist jetzt also nicht nur auf das Blatt gespritzt. Jetzt haben wir auch noch ein paar Vögel oder UFOs. Aber hey, vielleicht ist das Blütenstaub, der da gerade fortfliegt. Das ist doch schon gut. So, und die anderen Blätter haben jetzt halt auch gerade ein paar UFOs bekommen. So, was haben wir noch? Wir haben doch hier noch den See gehabt, oder den Fluss, oder den Weg, oder was? Was könnte man denn noch machen? Der ist zwar auch noch recht nass, aber ich glaube, ich mache dem einfach hier noch ein bisschen, einfach so ein bisschen Landschafts- Dinger. Wie sagt man dem? Einfach so ein bisschen Akzent. So, da noch ein bisschen, dass man da noch ein bisschen genauer sieht, die Abgrenzung zu dem. Ja, ist vielleicht schon ein Fluss, eher. Da könnte man sogar noch ein bisschen Streifen, Spiegeleien. Spiegeleier. Du weißt, was ich sagen will, oder? Spiegelungen vom Himmel aufmachen. Aber ja, das habe ich ihnen halt einfach ausgemalt. Ja, ja, eben. Landschaftsmaler müsste man sein. Dann könnte man das natürlich noch viel, viel hübscher machen. Aber bei mir sieht es jetzt halt einfach so aus. Da gibt es noch ein bisschen dunklere Gewitterwolken. So. Voilà. Der Fettstrich hier oben gefällt mir jetzt nicht so, aber hey, sonst ist es doch gut. Und eben, wie gesagt, es ist nur ein Hintergrund. Wenn es mir nachher dann nicht gefällt, also erstens, wenn es mir nicht gefällt und ich es nicht in meiner Signatur haben, dann verreisse ich das einfach und nehme es halt einfach als Schnipsel für irgendwelche Collagen oder so. Voll easy. Genau, oder ich nehme es halt gleich rein und klebe dann einfach etwas drauf. So. Das hat jetzt auch ein paar Sterne gegeben. Oder was auch immer. So, zeig mal, was haben wir denn jetzt hier noch? Ich biegle das einfach aufeinander drauf. Aber das macht nichts. Haltet das schon aus. Es verschmiert jetzt nicht gerade. So, da haben wir doch noch eine Hügellandschaft gehabt. So. Die ist auch noch recht nass. Mhm. Ja, da muss man glaube schon noch eine Weile warten, bis man da wieder drüber kann. Oh, halt, nein, das wollte ich nicht. Ich da drauf kleben. Nein, das passiert nicht. So. Jetzt muss man es eben, glaube ich, wirklich schon noch ein bisschen trocknen, bis man dann hier wieder drüber kann. Ja, jetzt kann ich da so gerade nichts machen. Ich glaube, ich kann die mal föhnen. Moment, schnell.
So, also ganz trocken sind sie nicht geworden, weil mir gerade mein Föhn ausgestiegen ist. Der hat es irgendwie überhitzt und hat dann gerade gefunden, nö, keine Ahnung. Ja gut, also, aber ein bisschen getrocknet ist es allemal und da können wir auch nämlich gerade schön weitermachen. So, geht das auf dem gerade noch einmal eine Bergkette. So. Voilà. Hey, ich finde es mega schön. Ich freue mich schon mega, das in ein neues Journal dann reinzufüllen. Die können wir jetzt natürlich nicht brauchen in unserem Journal, das wir auch gemacht haben, miteinander. Dort hat es ja bekanntlicherweise schon eine Signatur drin. Aber ja, hey. So, also ich glaube, da kann man nicht mehr gross verschönern. Das ist, naja, nicht so hammermäßig rausgekommen. Das hat gerade einen kleinen rechten nassen Fleck noch. Da, ich glaube, ich mache hier noch ein paar Gräschen mit einem kleinen feineren Pinsel. So, irgendwie. Ob jetzt das gross noch etwas nützt, weiß ich gerade auch nicht. Ich sehe es gerade nicht so gut. Ob man jetzt wirklich sieht, dass das jetzt hier noch dunkler drüber rein ist. Das sehen wir, wenn es trocken ist. Oh, ich glaube schon. Ich habe schon das Gefühl. So. Voilà. Also ein bisschen. Nicht alles so gerade auf, oder? Irgendwie noch so ein bisschen hin und her. Ja, ihr könnt das ja sicher alle viel besser als ich. Euch werden dann sicher viel schöner. Ja, da sieht man nicht so viel von meinen Hügeln. Ich mache jetzt hier noch so einen. So, drauf. So. Und irgendwie so noch einen drauf. Ich weiß doch auch nicht. Irgendwie so kommt da schon gut. Mama, passt schon. So. So, und was haben wir auch noch? Ah, das sind so Berge. Ja, die habe ich aber auch nicht so gut föhnen. Dann machen wir doch hier einfach ein bisschen weiter vorne nochmal so eine Bergkette. Also, irgendwie. So. Oh, das ist doch gut. Prima. Mehr braucht es nämlich auch gar nicht. Ein paar Vögel haben wir da noch. Kugelrunde. Ja. Oder was auch immer das ist. So. Und da noch. Komm, da machen wir jetzt auch noch eins drauf. So, das kommt schon gut. So. So, und gegen runter. Richtig dunkel. So, hey, das ist doch mal etwas anderes. Solche coole, einfache Hintergrundbilder für in die Signaturen rein. Und das aus wunderbarem Avocado Zeug. So. Sieht man irgendetwas? Ja, von dem sieht man nicht so wahnsinnig viel. He?
Doch, hey, mir gefallen die mega und ich freue mich schon, wenn wir dann die mal können brauchen können, zusammen noch in eine Signatur rein tun von einem neuen Journal, das wir miteinander machen. Ja, bis dann, schaut euch gerne meine anderen Videos an. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und lasst noch ein Abo da. Und dann können wir noch ganz manchmal einen Haufen schöne Sachen miteinander machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!